Hey, Hück noch uns zwei alle Geschichte von Heinz Weber. Der hätte einfach viel Jode Sache geschrieben und zwei davon kommen jetzt. Die erste heißt De Jod, Tant Frieda. Ich saß im Zug für von Jodesberg nach Köln zu fahren. Im letzten Moment wurde die Tür von meinem Coupé aufgerissen und ein ganzer Schwitt klabasterte in der Zucherin. Die waren all korave schwarz und hatten wohl grad einer begraven. Nee, sagten Madame aus der Schwed, nur ist de Tant Frieda auch tut uns Jod, Tant Frieda. Dabei lurte se Piel am finstere Russ weg über de Felder und ein dicke Tran pickelte höch ihr Backen herab ob die schwarze Lacktäsch in ihrem Schoß. Nee, dat Jode Mensch. Ja, sagt einer, die hätten noch Jod und je 10 Jahre schon leben können, uns Jod, Tant Frieda, das hat, wenn man mit 60 Jahren aufkratzen muss. Das hatte Glück, sagt ein, dat sie kein Kind und gerinnt hat, dann wird das Leid noch viel größer, ne? Ja, sagten sie all. Hinger Bonn, sagten andere Madame, ich bin ja froh, dass ich wenigstens so schön andenke an sie haben. Sie hätten mir ja ihre Staatsbrillantring vermacht. Da hat man außer dem Baldere von der Redder in Ammelang nix. Dann sagt einer, wat für ne Brillantring? Dir vermacht? Wieso dat dann? Oh ja, sagt die Brillantring-Aspirantin. Der hätt sie mir versprochen, wie ich letzt bei ihrem Spital war. Die schreien alle weg und bluten, sagten andere. Hätt sie mir jetzt gesagt. Hey, und ich je Möbele, sagten andere. Ja, maar willst du dan met al die Möbelen, die werden gedeeld? Hey, wat heet je gedeeld? De Tant Frieda hebben de Möbel allemaal de versprochen, de Feier im Kriechen een Möbel waren organisiert und Benzinbünkchen springen gelassen, für zu evakuieren. Meinst du, Großmageler, vielleicht du Künste, die Drehzimmer an Land trecken, das geht es nicht. Versprochen, blieb versprochen, und der Großmageler, den nimmst du direkt am Bank zurück. Ich nehme nix zurück, läufst du halber an, vielleicht mal wüsste nicht, was du im Krieg treffen hast. Ach, meine ich dann hier im Zug hat knäbele, fragte ne alle der noch ja nix gekriegt hat. Wie ich lass mich einfach nicht affrontieren für andere Leute, verstehst du? Ach, nee, so die mein Bagage, ich schon in einer anderen Coupé, ich will mir durch auf Schleich schon nichts zu tun haben. Einer sagt höch für sin Frau, wir stehen im Süderdos und fahren mit der Straßenbahn daneben. In Köln-Wies flog der ganze Schwiderus bis ob der allen der allein mit nom Hauptbahnhof fuhr. Nach 6 Wochen stund dat Erfschmölzje am Gerech. Ich erkläre hiermit als meinen letzten Willen, dass mein ganzes Vermögen dem Waisenhaus zufällt, Frieda Friedlich. Drussen Jang, säht ein. Nee, wer hätten dat von unser Jod, Tant Frieda, gedacht, so schlecht, Mensch. Jo, Norrer ein, und die heiße beim Mittagsschläfchen. Neumanns wohnten ob einer ersten Etage im Dau. Da wohnten sie jähn, da waren sie mitten im Fringsfädel und doch in einer reuige Straß. Sie hatten an der Gewinde jeden Mittag nom Essen ein Nörsche zu halten. Eines Mittags wussten sie nicht in das Schlaf zu kommen. Et war Sommerdag, der Finstere vom Schlafzimmer stund der Weg ob und Russe ob der Platz spielten de Bands. Wer Fringsfädels Bands kennt, der weiß, dat die nicht am Bette waren. Et war der Spektakel und ein Lamento, als wenn im Dau de Schul ausgegangen wär. Voller Wut war der Neumann aus dem Bett wieder oben an das Finster gesprungen und hat gebrüllt. »Ihr verdammter Pens, warte der fortgeht! Könnt ihr die woanders spinnen? Jott hingen an der Eck mit Zundels!« Dat war jet für 5 Minuten, dann war derselbe Krach wieder da. Wieder sprung der Neumann in singer Sommernetz ungerbost aus dem Bett.
Wat, ihr Müs, ich schon morgen bei eurer Lehrer, dem will der nicht von euch erzählen, mal ich fort, ihr verdammte Quäs. Wie die Neumanns gerade bisschen ingenört waren, ging dat Spiel ob ein neues los. Im Schlafduselierkorb sprung der Neumann op, lebende Köch schnappte sich ein Glas mit Wasser, wat gerade auf dem Spölbrett stund, und jitschte dat ob die Fenster unten auf der Straße. Mit hadem Gebrüll jitzten die auseinander und fort. Jetzt war endlich Rau im Dau. Wie der Neumann wackerisch ward, war sing Madame alt op de Bein. So ward die ganze Zeit jet am Söke. So schlich vom Nags Komödchen an das Spölbrett in der Küche und vom Spölbrett an der Waschkommode im Schlafzimmer, über alle Räume war sie am Spinkse und am Auge. »Oh, was sögst du dann, hat Luther herem?« fragte der Neumann igelig. »Ja, Mann, ich sög mir Gebiss, hast du mir Gebiss, na, jetzt wo ihr diesen...« »Die Gebiss? Nee, wo soll das dann sein? Wo hast du dann hergeladen?« »Hergeladen, du unakkurater Mensch, da kann man uns wieder sehen, dass du nicht weißt, was sich gehört. Gebiss, das lädt man nirgends her. Wenn man es nicht in der Fnüsse hat, dann nimmt man das Wasser.« »Wasser? Hat's das dann für'n Schlafen in Wasser gestallt?« »Ja, der hat in ein Glas Wasser und dann das Spülbrett gestallt.« »Auf das Spülbrett? Ja, da weiß ich auch, wo die Gebiss ist. Da hast mit dem Gebiss die verdammte Pens verjagt. Kein Wunder, dass die nicht mehr wieder gekommen sind.« Blieb gesund und senkrecht.